Oh, ich bin kein Oberammergauer, nein, ich bin Unterammergauer. Seht's, das ist mein größter Jammer. Wollte saufen mich schon in der Ammer, doch da schwingt's mich dann noch weiter runter. Hullere, tulio, tulio, hullere, tulio, tulio, hullere, tulio, ganz runter. Oberammergau und Unterammergau, die liegen gar nicht weit auseinander. Aber Sie glauben nicht, was da für eine Kluft dazwischen liegt. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Unterammergauer bei die Oberammergauer mitmachen darf. Die lassen uns nicht mitmachen und ich tät so gern mitspielen. Ich hätte so ein gutes Gesicht als Pilatus, ja, aber sie lassen mich nicht mitmachen. Ich tät ja aber was anderes spielen, das war mir gleich ein Mann aus dem Volke mit dem Palmwedel, auch einen linken Schächer da die machen, sogar den, der bei der Kreuzigungsnadelkistel nachtragt, alles tät ich machen, aber sie lassen mich halt nicht mitmachen. Und der Ammergauer darf keiner mitmachen, jo. Einer beim Einzug in Jerusalem, der Esel, der ist von Unterammergau, weil sie in Oberammergau, da haben's keine Esel. Na, aber wir haben mehrere. Jetzt habe ich mir die Haare mal so wachsen lassen. Die wachsen nämlich in Unterammergau genauso lang als wie in Oberammergau, Gott sei Dank. Und da mache ich einen Fremdenführer. Da stehe ich am Bahnhof und warte auf die Fremden und wenn die langen Haare sehen, nun dann sind sie so ganz auseinander. Wir haben einen internationalen Fremdenverkehr. Alle Sprachen der Welt sollte man da kennen. Ich kann ja keine, aber ich hab mir da die Bandeln einmal hergehängt, das schaut ganz gut aus. Das heißt Englisch spucken und das heißt On parle Francaise und das andere heißt Si parla Mussolini und das Ich spreche Borisch und das dort, das heißt Ich verstehe Preissisch. Ja, man muss alles haben. Und wenn ich Freunde hab, dann führe ich umeinander in Oberammergau und erkläre ihnen alles. Sage, sehen Sie, meine Herrschaften, diese Häuser, wo Sie hier da sehen, das ist das Passionsdorf Oberammergau. Und was außerhalb ist, das ist Umgebung. Und diese Kirche, wo Sie da sehen, das ist die Oberammergauer Pfarrkirche. Da ist früher die alte Kirche gestanden, die steht jetzt nicht mehr da. Und in dieser alten Kirche, da haben Sie vor 300 Jahren das Gelübde abgelegt, dass Sie alle 10 Jahre das Passionsspiel wiederholen wollen. Denn damals ist Ihnen sehr schlecht gegangen. Darum haben Sie das Gelübde abgelegt und seit der Zeit geht's Ihnen besser. Am meisten ist zu verdienen, wenn sich ein Fremder einbildet, er will bei einem Hauptdarsteller oder bei einer Hauptdarstellerin wohnen und übernachten. Nicht da führe ich es dann umeinander, weil ich überall weiß, wo die Leute wohnen und da schaut schon hier und da ein Makler raus. Neulich habe ich einen Amerikaner gehabt, der wollte positiv wollte bei der Maria bleiben. Das ist aber nicht gegangen. Dann sind wir zu der Maria Magdalena. War auch alles besetzt, alles. Dann sind wir zu den 12 Aposteln gegangen, haben wir beim Petrus angefangen bis runter zum Judas. Nirgends ein Platz gewesen. Sogar der linke Schächer hat ausverkauft gehabt. Man möchte es nicht glauben. Und er hat keine Ruhe gekriegt. Umeinander grenzt haben wir von Pontius zu Pilatus. Und überall haben wir gefragt und überall geschwitzt hat der gute Mann, dass ihm gerade das Wasser runtergelaufen ist. Dann ist mir eine gute Idee gekommen. Sag ich, Mister, weil Sie gar so schwitzen, wollen Sie vielleicht bei der Veronika mit dem Schweißtuch bleiben? Dann sagt er, well, that's all right. Dann hab ich ihn nach Unterammergau übergeschleppt zu meiner Schwester, die heißt Veronika. Aber nach Unterammergau wollen ja die Fremden nicht lieber. Da hab ich eine Arbeit, bis ich da wem lieberziehe. Und wenn's drin sind, dann passt ihnen nix, dann schimpfen sie über alles. Das ist ein Kreuz. Na jetzt die Ausländer, wenn schimpfen, da liegt mir nichts dran, weil verstehen tu ich ja nicht, da ist mir gleich. Aber die Preisen, wenn schimpfen anfangen, Herrschaft, die kennen mir, da hab ich neulich einen erwischt, den hab ich rübergeschleppt nach Unterammergau. Der hat mich zusammengeschimpft, dass ich in keinen Schlappschuh mehr reingepasst hab. Sagt er, da schleppen Sie mich eine Stunde weit, sagen Sie am Zimmer mit fließendem Wasser, wo ist denn hier das fließende Wasser? Sag ich, ja bitte, schauen Sie nun aus beim Fenster, da fließt die Ammer vorbei.
wenn Hochwasser ist, dann kommt sie so beim Fenster rein. Da brauchen sie ja noch gar nicht kümmern. Sagt er, das war wohl früher ein Hühnerstall. Sag ich, na, oh, woher? Das war ein Schweinestall. So, was wollten Sie denn dafür? Sag ich, ja, mein Gott, wir haben halt jetzt Passionspreise, 30 Silberlinge werden heute für uns bezahlt. Was für den Stall soll ich 30 Mark bezahlen? Das ist eine Unverschämtheit. Und da sagen Sie immer, Sie wollen an der Chose nichts verdienen. Sie machen die Sache nur wegen. Sag ich, nein, das sind wir nicht. Das sind die Oberammergauer. Wir haben kein Gelübde abgelegt. Wir nicht. Jawohl, und die Liegestadt ist ja steinhart. Eine Nacht, wenn man hier drauf liegt, ist man ja kaputt. Sag ich, ja, mein Gott, wissen Sie, das ganze Passionsspiel ist eine Leidensgeschichte. Und davor soll ich 30 Mark bezahlen. Wissen Sie, was Sie mich können? Sag ich, wissen Sie das schon, aber da tue ich es nicht.